Und das ist mein Wunsch für die Predigt heute. Das kommt in diesem Text von Paulus wunderbar zum Ausdruck. Ergriffen sein von diesem Jesus, der den Sieg hat. Dass wir ergriffen sind von Jesus. Das wünsche ich mir und deshalb möchte ich auch gleich beten, dass der Bibeltext zu uns sprechen kann und wir von Jesus ergriffen werden. Danke, Jesus, für diesen Morgen, dass wir zusammenkommen können und wissen, du bist jetzt hier, mitten unter uns. Du hast es versprochen. Und auch wenn wir dich mit unseren irdischen Augen nicht sehen, können wir dich mit unseren Herzensaugen sehen. Und deshalb bitte ich dich, Jesus, öffne unsere Augen des Herzens, dass wir dich auf eine neue und tiefe Art und Weise erleben und sehen dürfen und ergriffen werden von dir, von dem, was du uns heute zeigst, von dir. Amen. Wir sind ja miteinander unterwegs in dieser Serie zum Philipperbrief. Wir lesen den ganzen Philipperbrief durch, von vorne bis hinten, nicht heute, aber in diesen Sonntagen. Wir werden in den ersten Teil von Kapitel 3 heute eintauchen. Es ist wieder mal unglaublich spannend, was hier alles geschrieben wird, was Paulus diesen Philippern geschrieben hat und wie aktuell das heute ist in unserer Zeit. Und das zweite Teil von dem Kapitel werden wir dann einfach auf uns wirken lassen im Bibeltext, im zweiten Teil, wo wir Lieder singen dann. Also wir sind heute so im Kapitel 3 unterwegs. Und etwas, was hier ein Hauptthema ist, ist Gerechtigkeit. Wie kommen wir zu Gerechtigkeit? Und ich merkte, als ich mich mit diesem Thema auseinandersetze, es ist wirklich ein hochaktuelles Thema, weil heutzutage ist es vielen Menschen ein großes Anliegen, sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Auf ganz unterschiedlichen Ebenen, aber wir erleben das tagtäglich und lesen in den Medien von Menschen, die sich für Gerechtigkeit einsetzen. Und ich würde sagen, auch in unserem Umfeld, eigentlich wahrscheinlich jeder Mensch, der in unseren Breitengraden lebt, hat irgendwie den Wunsch oder die Sehnsucht, dass das Leben gerecht zu und her geht. Und ich meine auch eine Sehnsucht, irgendwie am Schluss selber gerecht zu sein oder das, was man tut, das, was man macht, so wie man handelt, wie man andere behandelt, dass das am Schluss gut ist. Menschen, die Gutes tun wollen. Und eine Möglichkeit oder eine sehr gute Möglichkeit, wie man Gerechtigkeit umsetzt, auch heutzutage bei uns, sind Regeln und Gebote. Und das ist im Grundsatz etwas super Gutes. Die meisten von euch sind heute hierher gekommen und waren wahrscheinlich froh, dass es Straßenregeln gibt und dass auf der Straße Gerechtigkeit herrscht. Zuerst ist Rechtsvortritt, beim Kreis Linksvortritt, dann gibt es diese Einbahnen hier rundherum, das ist gut, das ist ein anderes Thema. Aber im Grundsatz sind wir froh, gibt es Gesetze und Regeln, dass Gerechtigkeit herrscht, zum Beispiel auf den Straßen, oder? Umgekehrt wäre es jetzt, wenn die Regel ist, bei der Kreuzung hat immer derjenige Vortritt, der das größere Auto hat. Wer findet das gerecht? Ja, die mit dem großen Auto haben sich jetzt gemeldet, hä? Alles klar. Oder wenn man sagen würde, der Schnellere, der darf immer zuerst fahren. Also Regeln und Gebote helfen oft, dass Gerechtigkeit herrscht, oder dass das umgesetzt werden kann. Und ich finde es etwas Gutes, dass viele Menschen heute Gerechtigkeit als etwas sehr Wichtiges empfinden. Und gleichzeitig ist das ein riesiges Spannungsfeld auch heutzutage. Weil, wenn man unsere Gesellschaft beobachtet, wenn man mal schaut, wie ticken so die Embracher auch, die Leute hier in der Umgebung, dann merkt man, dass eigentlich so ein Relativismus vorherrscht. Also auf der einen Seite sagt man, ja, jeder darf das für gerecht halten. Also wenn du etwas für gerecht haltest, das soll für dich stimmen. Deine Gerechtigkeit, was für dich wichtig ist, muss nicht unbedingt meine Gerechtigkeit sein. Was für dich stimmt, das ist gut. Es gibt so einen Relativismus, dass man sagt, jeder darf sein eigenes Gerechtigkeitsempfinden haben. Man darf nicht einfach sagen, so und so ist es und so weiter. Sondern jeder hat ja seine eigenen Empfindungen. Was für ihn stimmt, ist dann richtig und gut. Und auf der anderen Seite erleben wir heute auch, dass viele Menschen sehr starke Überzeugungen haben, was denn gerecht ist und dann auch irgendwie trotzdem erwarten, dass sich alle anderen auch so verhalten und sich auch dann dafür einsetzen, für alle diese verschiedenen Arten von Gerechtigkeit. Also es gibt Leute, die stellen dann auch Regeln auf, sagen, ja,
für die soziale Gerechtigkeit, da muss man das und das und das und das machen, sonst ist es dann ungerecht. Und man erwartet dann trotzdem von allem, dass sie sich irgendwie daran halten. Es gibt ja ganz verschiedene Arten von Gerechtigkeiten, die gefordert werden. Also eben soziale Gerechtigkeit oder Klimagerechtigkeit. Oder es gibt Leute, die setzen sich ein für Gendergerechtigkeit oder Steuergerechtigkeit oder weiß auch nicht was für Gerechtigkeiten. Und das ist unser Spannungsfeld heute. Auf der einen Seite, jeder soll seine Gerechtigkeit haben. Und auf der anderen Seite, aber meine Gerechtigkeit, die muss dann jeder auch so einhalten. Und dann hat man so seine Gesetze und Regelungen und sagt, ja, das muss man alles auch noch geregelt haben, dass es gerecht wird. Und jetzt könnt ihr kurz studieren. Was kommen euch so für Regeln in den Sinn, die man umsetzen oder in die Gesellschaft hineinbringen will oder man für alle verbindlich machen will, um irgendwelche Gerechtigkeiten zu erzeugen? Kommen euch vielleicht jetzt ganz viele mögliche Regeln in den Sinn und da geht es manchmal dann schon hoch zu und her mit diesen Erwartungen, oder? Also irgendwo diese Sehnsucht im Menschen, gerecht zu sein, für Gerechtigkeit zu sorgen und trotzdem dieses riesige Spannungsfeld, was ist denn gerecht? Und tatsächlich kann heute ja niemand mehr sagen, welche Gerechtigkeit jetzt gilt, weil es ist ja ganz individuell. Also woher kommt eigentlich eine so Art Grundgerechtigkeit, die allgemeingültig sein soll? Das gibt's ja eigentlich gar nicht mehr. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt kommen wir nämlich zu diesen Philippern, an die dieser Brief gerichtet ist. Die sind ja Christen geworden. Und da gibt es aber auch so einige Aktivisten, die sich für Gerechtigkeit einsetzen und sagen, ja, nach meinem Empfinden ist das und das Gerechtigkeit und ihr müsst euch alle an diese Regeln halten. Sonst wird es dann schwierig mit der Gerechtigkeit. Also es gibt wie, sage ich mal, ein doppeltes Spannungsfeld. Einerseits in unserer Gesellschaft. Für jeden darf das stimmen, was für ihn stimmt, aber trotzdem diese moralischen Ansprüche, die mit Regeln umgesetzt werden. Und oft von Christen die Frage, die ich auch höre oder die diskutiert wird, ja, wenn doch Gott mich gerecht macht, wenn ich alles von ihm bekomme und trotzdem sagen dann die einen, ja, das musst du tun und das musst du tun, wir haben all diese Gesetze und Gebote in der Bibel, wie gehe ich mit diesem Spannungsfeld um? Und genau darum geht es in unserem Text heute. Da wollen wir eintauchen und mal schauen, was jetzt dieser Paulus genau in dieses Spannungsfeld hineinschreibt, weil er hat hier ein paar wirklich, wirklich sehr coole Dinge. Also schlagt mit mir auf, wer die Bibel hat oder das Handy. Philipperbrief 3, lesen wir zusammen. Vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen. Und euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. Also Paulus quasi sagt, hey Leute, ich schreibe euch jetzt ein paar komplizierte Dinge. Ich habe es euch schon ein paar Mal gesagt und so weiter. Das ist auch sehr wichtig, hört genau zu. Aber egal, wir haben doch eine Riesenfreude. Zuallererst können wir uns einfach freuen. Nämlich, dass wir Jesus haben, dass wir mit dem Herrn verbunden sind. Und das finde ich auch sehr schön, wenn wir das heute so wie vorne anstellen können. Ja, wir dürfen einfach mal zuallererst Freude haben, wenn wir mit Jesus verbunden sind und mit ihm unterwegs sind. Und jetzt kommen vielleicht Dinge auch, da sagst du, ja, das ist für mich auch so eine Art Wiederholung, habe ich schon ein paar Mal gehört. Ja, vielleicht hilft es, um festzustehen oder Sicherheit zu gewinnen, so wie es hier heißt, oder auch um einige ganz neue Dinge zu entdecken. Und jetzt geht er voll hinein in dieses Thema. Verse 2 bis 3. Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden. Das ist ein bisschen ein anderer Ton plötzlich. He? Nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern. Nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Wir spüren hier hinein in diesen Text.
offensichtlich hat es in dieser Kirche, in dieser Gemeinde in Philippi einige Leute, die sind gekommen und haben einige Regeln aufgestellt und haben gesagt, schau mal, das ist im Fall mega wichtig, dass du das und das und das machst, sonst wird es schwierig mit deiner Gerechtigkeit. So wie Paulus hier schreibt, merkt man sofort, das waren Leute mit jüdischem Hintergrund, die zum Glauben an Jesus gekommen sind und die sagen, ja, bei den Juden ist das klar, am 8. Tag wird man beschnitten, die Männer. Ihr müsst jetzt das auch machen, sonst könnt ihr keine richtigen Christen sein. Und Paulus sagt ihnen, hey Leute, ihr haltet die Heiden, das war damals im Judentum üblich, ihr haltet die Heiden für unreine Hunde. Aber wenn ihr so kommt und redet, da wird Paulus plötzlich sehr leidenschaftlich, ihr spürt das, dann seid ihr genau auf dieser Seite. Also er stellt wie so zwei Seiten auf und er sagt zu diesen Unheilstiftern, um mal ein Wort daraus zu picken, ihr vertraut auf eure Vorrechte, dass ihr irgendwie zu einem Volk gehört, ihr vertraut auf eure eigenen Leistungen. Am Schluss führt es zu Stolz, aber das ist, darin setzt ihr euer Vertrauen. Ja, das, was ich mache, das ist dann gut, das verhält. Ich bin ein Jude, ich bin beschnitten und halte mich an alle möglichen weiteren Gesetze und Gebote. Das führt für mich zur Gerechtigkeit. Und auf der anderen Seite wird dann betont, hey, aber Leute, dass die Beschneidung doch bei Gott zählt, das ist im Herzen. Gott will doch im Herzen verändern, etwas Neues schaffen. Und das ist doch das Wahre, was wirklich zählt, die wahre Beschneidung, so wird es hier genannt. Wir dienen Gott. Wir sind in der Leitung vom Heiligen Geist und wir verlassen uns nicht auf das, was wir tun, sondern wir verlassen uns auf Jesus Christus. Das ist doch etwas völlig anderes. Also achtet euch vor Leuten, die genau das Gegenteil behaupten. Und sind wir heute hier? Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal das Problem hatte, dass jemand gesagt hat, du musst dich jetzt beschneiden, sonst bist du kein rechter Christ. Wahrscheinlich nicht, oder? Aber so in der Art und Weise, denke ich, begegnet uns das heute immer wieder. Vielleicht im eigenen Herzen, in den eigenen Gedanken, dass ich mir sage, ja, aber wenn ich das und das nicht mache, zähle ich dann überhaupt als Christ? So anklagende Gedanken, Dinge, die schief laufen und ich sage, ich muss doch da irgendwie die Gebote Gottes einhalten, sonst kann ich gar nicht bei Gott ankommen. Sonst zähle ich vielleicht nicht. Oder wird mir Gott das überhaupt, wie wird man das Gott anrechnen? Oder dann auch, ich habe vorher von diesem Spannungsfeld in der Gesellschaft gesprochen, dass Menschen doch gerecht sein wollen. Und irgendwie ein Hintergedanke, der immer mitschwingt, ja, meine guten Taten, mein gutes Leben, das, was ich anderen Menschen Gutes tue, wie steht das dann im Verhältnis zu Gott? Reicht es dann am Schluss zu dem Gott, den ich mir vorstelle? Oder reicht es dann nicht? Muss ich mehr Regeln einhalten? Das ist etwas, das ist irgendwie gar nicht so weit weg. Paulus geht dann weiter. Ihm ist das wirklich ein sehr wichtiges Thema und vor allem man merkt, er kann da voll mitreden. Er schreibt dann, dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz Moses vorschreibt, am 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer und mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Also mit anderen Worten, Paulus sagt, Leute, ihr versucht, andere zu zwingen oder zu gewinnen, dass sie sich nach Regeln und Geboten halten, um irgendwie als gerecht zu gelten. Ich habe das noch viel mehr gemacht als ihr alle. Ich bin richtig in diese Tradition hineingeboren. Ich habe alles mitbekommen, was man musste. Ich bin sogar ein Benjaminiter. Von diesem Stamm ist der erste König gekommen. Das ist eine besondere Herkunft. Und er sagt, ich gehöre zu den Pharisäern.
Das ist die Gruppe von Leuten, die haben alle Gesetze und Gebote so genau versucht einzuhalten, die es im Alten Testament gab, dass sie jede Alltagssituation in Gedanken durchgespielt haben und sich überlegt haben, wie muss man sich da verhalten und zusätzliche Gebote und Regeln für jedes Ding, kleine Detail vom Alltag aufgestellt haben. Und dieser Paulus schreibt, genauso war ich. Und ich war super darin. Ich habe das alles perfekt gemacht. Ich habe mich so krass daran gehalten und das noch viel mehr als alle anderen. Da kam irgendwann diese Jesus-Bewegung. Ich war sogar so krass, dass ich das verfolgt habe. Man spürt hier raus, wenn Paulus das so schreibt, dass er im Nachhinein reflektiert und merkt, so diese Art von Gesetzlichkeit und Gebote halten und so weiter, das hat sogar dazu geführt, dass eigentlich etwas Schlechtes dabei herausgekommen ist. Etwas, worauf er gar nicht mehr stolz ist. Also dieser Paulus sagt, ich setze mich so krass dafür ein, für all diese Gebote und Gesetze. Ich war eigentlich der allerbeste darin. Wirklich. So das, was eigentlich die Menschen damals gesagt haben, was manchmal auch in unserem Denken da ist, ich mache gute Dinge, gute Werke, und das führt ja dann zur Gerechtigkeit, zu einer guten Gerechtigkeit, dass es dann am Schluss stimmt und irgendwie aufgeht. Das, was wir in der Welt entdecken, Menschen, die gerecht sein wollen durch ihre Taten, so eine Art Werksgerechtigkeit, aber was wir auch unter Christen immer wieder entdecken, Taten, was ich tue, gut zu sein, was zur Gerechtigkeit führt. Und jetzt, Paulus sagt sogar, ja, bei euch gibt es Christen, die so ticken, die sagen, ja, wir haben Jesus. Und dazu noch unsere Werke. Und das führt dann schon zur Gerechtigkeit. Das ist schon wichtig, dass es dann gut und gerecht herauskommt. Und so habe ich mich früher auch eingesetzt und so weiter. So diese Gleichung, die aufgestellt ist. Vielleicht kannst du dich irgendwo hier auch in Gedanken mit hineinfühlen oder kennst eigene Beispiele, die das auch so sagen. Also Paulus war wirklich gut darin. Und er schreibt dann weiter, wie er das reflektiert. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe, der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte. Mit anderen Worten sagt Paulus, eigentlich war ich der größte Gewinner, wenn es nach dieser Gesetzlichkeit geht. Aber dass ich der Beste darin war. Heute bedeutet das für mich nichts anderes, er braucht hier ein Wort, Dreck, was ich für Dreck halte. Also das Wort, das hier steht, hat eigentlich mit Code zu tun. Jetzt kann ich auch mal diese anderen Bildchen brauchen. Das ist die Aussage von Paulus. Er sagt, all diese Werke oder diese Jesus und Werke, all diese Gerechtigkeit, die ich mir selber mache, ist heute für mich nur Abfall, Dreck und Müll. Und wenn wir das uns vor Augen malen, das ist das, was unser Körper ausscheidet, was raus muss, was schadet auf lange Zeit, was keine guten Spuren hinterlässt. Und er sagt, das muss weg. Das braucht es nicht. Im Gegenteil, es macht nur kaputt. Deshalb achtet euch das so davor. Das muss alles weg. Also das ist die neue Gleichung, die Paulus aufstellt. Werke, gerecht werden wollen mit Jesus und Werken, das führt nur zu Dreck. Und auf der anderen Seite sagt er, aber ich habe etwas ganz Neues gewonnen. Ich habe ja etwas gewonnen, das noch viel, viel, viel größer ist. Ich habe ja Jesus Christus gewonnen. Ich habe ihn erkannt. Er schreibt, dass er so überwältigt ist davon, als er Jesus Christus erkannt hat und dass Jesus ihm schenkt, dass das alles für ihn nur noch Müll ist, was er vorher hatte. Etwas, was viel größer und mächtiger ist. Er sagt etwas, das alles andere übertrifft. Und er führt das dann auch weiter aus. Er schreibt, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens.
Also er sagt, was ich jetzt in Jesus erkannt habe, das ist so um Welten besser, dass ich das andere nie mehr will. Nämlich, dass Jesus mir eine Gerechtigkeit schenkt, die nicht von dieser Welt ist. Eine perfekte Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die so gut ist, dass sie sogar vor Gott bestehen kann. Vor dem gerechtesten Gott, der um jede Schuld und jede Sünde und jedes Vergehen und jedes Böse weiß. Eine Gerechtigkeit, die sogar vor diesem Gott bestehen kann. So Paulus sagt, ich habe Jesus erkannt. Ich habe gemerkt, wer er ist, was er für mich getan hat, dass er am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist für mich, dass ich meine Schuld, meine Verfehlungen, alle meine Ungerechtigkeiten Jesus hingeben darf, dass er die Strafe dafür bezahlt hat und dass er mir vergibt und er mir eine neue Gerechtigkeit schenkt. Es ist sehr interessant, wie das Paulus hier formuliert. Er schreibt, dass ich in ihm gefunden werde. Es ist genau das Gegenteil. Es ist nicht mehr etwas, was er tut. Es ist nicht mehr etwas, was wir tun können, diese Gerechtigkeit. Sondern es ist einfach ein Geschenk von Gott. Wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir ihn in unser Herz einladen, wenn wir diese Gerechtigkeit in Anspruch nehmen, dann plötzlich merken wir werden in Jesus gefunden. Wir sind in einer neuen Stellung. Wir sind an einem neuen Ort, an einem Ort der Gerechtigkeit, die wir uns selber niemals machen könnten. Unmöglich, wo wir niemals hinkommen könnten. Und plötzlich werde ich an einem Ort gefunden, der absolut gerecht und gut ist. Und das sogar bis in alle Ewigkeit. Also Paulus stellt eine neue Gleichung auf und er sagt, Jesus und nichts dazu, Jesus allein. Er ist alles. Er ist diese ganze Gerechtigkeit. Und das ist der größte Gewinn, den ich jemals haben kann. Das ist der größte Gewinn, den wir jemals haben können. Diese Gerechtigkeit, die von Jesus kommt, aufgrund des Glaubens. Und er schreibt dann weiter dazu, wo sich das festmacht. Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleich werde, ob ich irgendwie hingelange zur Auferstehung aus den Toten. Also er sagt, dieser Glaube, diese Gerechtigkeit von Jesus, die führt dazu, dass ich immer mehr zu Jesus komme, dass ich ihn erkenne, wer er ist, dass ich eins werde mit ihm. Er sagt, so Paulus ist sogar stolz, dass er sagt, dass ich sogar eins werde mit Jesus im Sterben, im Leiden, aber dann vor allem auch in der Auferstehung. Also mit anderen Worten, Paulus macht diese Hoffnung auf diese Gerechtigkeit von Gott nicht an irdischen Dingen fest, sondern daran, dass Jesus den Tod und die größte Ungerechtigkeit am Kreuz überwunden hat und auferstanden ist. Und Paulus sagt, ich lebe in dieser Gerechtigkeit von Jesus. Und das ist meine Hoffnung, dass ich auch am Ende der Zeit auferstehen werde, am Ende meiner Tage auferstehen werden. Also ob ich sterbe oder lebe, wer auch immer, mit Jesus zusammen führt das zur Gerechtigkeit vor Gott. Ich werde bei ihm sein, ewiglich. Jetzt denkst du vielleicht, ja, das ist etwas Wunderschönes. Jesus erkennen, wer er ist. Von ihm ergriffen werden. Überwältigt davon, dass er uns gerecht macht. Nicht, weil wir es verdienen mit unseren Werken, sondern weil er uns so liebt. Weil er mit uns zusammen sein will. Weil er eine Beziehung haben will. Und Paulus, der sein Leben lang darum gekämpft hat, gegen dieses schlechte Gewissen, gegen diese schlechten Gefühle, gegen diesen Anspruch, es selbst bringen zu müssen, merkt plötzlich, dass ich muss es gar nicht, Jesus reicht. Er allein reicht. Und wenn du manchmal auch so Gefühle und Gedanken kennst, ich muss es doch besser bringen, ich muss es besser machen, ich muss irgendwie das hinkriegen, ich muss gerechter leben und du dich selbst anklagst und in Zweifel kommst, dann darfst du wissen, du darfst jederzeit zu Jesus kommen, ihm das hinlegen und darfst wissen, er allein reicht. Er macht gerecht. Und das hat Auswirkungen bei Paulus. Das hat krasse Auswirkungen. Er schreibt dann nämlich weiter, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Also er ist da sehr realistisch und sagt, hey Leute, ich bin auch noch nicht am Ziel.
Ich lebe ja nicht perfekt oder so. Ich habe das noch nicht vollständig verstanden, was es alles bedeutet, dass ich vollständig gerecht bin. Ich bin noch nicht so weit. Aber ich jage ihm aber nach, ob ich es ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Und das ist mein Wunsch, dass wir auch so von Jesus Christus ergriffen sein dürfen, dass wir das mit Paulus einstimmen können. Hey, dem will ich nachjagen, diesem Jesus will ich voll und ganz nachjagen. Für mich ist das wie ein kurzes Gebet, das hier drin formuliert ist in diesen Versen, von Jesus Christus ergriffen sein. Jesus, ergreife mich. Ergreife uns. Wenn wir das von Paulus so lesen, dann kommt uns vielleicht dieses Erlebnis in den Sinn. Vielleicht kennst du diese Geschichte schon, wie Paulus als Verfolger von Christen unterwegs war auf dem Weg da nach Damaskus und plötzlich hat er diese Erscheinung von Jesus selbst. Dieses Licht, das gekommen ist. Es heißt beschrieben, wie er vom Pferd gefallen ist und wirklich da ergriffen wurde, so zu einem allerersten Mal von Jesus so ergriffen, dass er einfach gestaunt hat und hat diese Worte gehört. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und hat plötzlich gemerkt, dass er Gott gegenübersteht, dass dieser Jesus ja Gott ist. Hat erkannt, wer dieser Jesus ist und wurde da so ergriffen von Jesus. Vielleicht kommt dir auch so ein Erlebnis in den Sinn, wo du Jesus mal erkannt hast und so ergriffen von ihm warst, dass du sagst, ja, ich will mit diesem Jesus unterwegs sein. Ich will ein Christ sein, ich will auf Jesus orientiert sein, ich will ihm mein Leben geben, so ein, sage ich mal, erstes ergriffen sein von Jesus. Aber dann spürt man heraus, dass Paulus auch von mehr spricht, dass er davon spricht, immer wieder neu von Jesus ergriffen zu werden mit seinem ganzen Wesen. Vielleicht kennst du auch so Momente, wo du vielleicht völlig überrascht so ergriffen wurdest von Jesus. Oder seine Liebe plötzlich nicht nur im Kopf gehört hast, sondern im Herzen erfahren hast. Was dich vielleicht durchgeschüttelt hat. Oder wo da etwas ganz Neues aufgegangen ist. Ich kenne so Momente immer wieder. Das ist etwas Wunderschönes, oder, wenn man so ergriffen ist von Jesus. Wir haben am letzten Dienstag Gebet fürs Tal, haben wir uns getroffen und haben zusammen gebetet. Das war für mich so ein Moment, plötzlich mitten im Gebet, wo ich gespürt habe, Jesus ist jetzt da und er ist am Wirken. Und etwas hat mich gepackt, wo ich gemerkt habe, das kommt jetzt nicht aus irgendeinem Wort oder so, sondern es kommt von Jesus direkt und hat mein Herz zutiefst berührt und ich wurde plötzlich fröhlich und ermutigt und die anderen haben es gar nicht gesehen, weil alle hatten schön die Augen zu wahrscheinlich. Wahrscheinlich habe ich gestrahlt in diesem Moment. Es gibt so viele Momente oder in einem Gottesdienst, wo ich hier sitze und plötzlich merke, wie Jesus da ist und am Wirken ist und mein Herz ganz persönlich berührt und ich bekomme dann manchmal Hühnerhaut mitten im Gottesdienst. Es gibt so viele Momente, wo wir ergriffen sein können von Jesus. Kennst du auch solche Momente? Ergriffen sein von Jesus. Plötzlich wird dein Herz berührt und du mehr von ihm siehst und erlebst, wo du staunst, wo vielleicht die Tränen kommen. Und Paulus schreibt, Leute, ich habe es noch nicht ergriffen, ich bin noch nicht ganz am Ziel angekommen, aber ich jage ihm nach, dass ich immer wieder neu und mehr ergriffen werde. Ist vielleicht auch eine Ermutigung für die Christen, die schon sehr lange, schon fast ewig mit Jesus unterwegs sind. Und sich wünschen, vielleicht wieder neu Feuer zu fangen, neu ergriffen zu werden, neue Begeisterung für Jesus zu erhalten. Dann ins Gebet mit einstimmen, Jesus, ergreife mich. Ich will auch jetzt noch mehr von dir lernen. Ich habe noch nicht ausgelernt. Bei dir kann man so viel Neues entdecken. Du bist so viel größer, als ich mir das jemals vorstellen kann. Jesus, ergreife mich. Ich staune oft, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe oft so Momente, wo mich Jesus ergreift, wenn ich mit anderen Christen zusammen bin. Manchmal auch bei mir zum Beispiel, wenn ich allein in Bergen unterwegs bin, kann das schon auch sein, so majestätische Umgebung, ich spreche mit Gott. Aber meistens ist es zusammen mit anderen Gläubigen im Gottesdienst oder eben beim Gebet oder so, wo ich merke, da ist Jesus irgendwie besonders stark am Wirken. Es kommt mir manchmal so vor, wie wenn jeder Christ ein einzelnes Licht ist, aber wenn man zusammen Gottesdienst feiern, kommen all diese Lichter zusammen und es entsteht ein großes, warmes Feuer, oder? Das spürt man doch, oder?
Oder das Bild, manchmal hat man das Bild von Fischen, die gegen den Strom schwimmen, und wenn man alleine unterwegs ist, schwimmt man da und muss ein bisschen kämpfen und es braucht viel Kraft und plötzlich ist man im Schwarm unterwegs und spürt eine Sogwirkung. Also für mich ein Grund, weshalb ich den Gottesdienst zusammen feiern, das liebe ich, weil man irgendwie zusammen ein helleres Licht, einen Sog hat, und Jesus verheißen hat, er ist hier und er wirkt überraschend anders. Also vielleicht auch wenn du zu Hause sitzt, eine Ermutigung, auch die Gemeinschaft mit anderen Christen wirklich zu suchen, weil Gott da am Wirken ist. Logisch, er kann auch bei dir zu Hause, aber irgendwie hat das eine spezielle Verheißung, wenn wir zusammenkommen, dass er dann mitten unter uns ist und uns packt und unser Herz berührt. Und Paulus schreibt dann weiter: Geschwister, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist, und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Also Paulus sagt, das, was ich von Jesus erkannt habe, diese Gerechtigkeit, die ich von ihm habe, dieses Ergriffensein von Jesus, das verändert für mich alles. Und deshalb strecke ich mich aus nach dem, was vorne ist, und will das, was hinten ist, loslassen, will Altes bewusst loslassen, das im Weg sein kann und das hindern kann. Das könnte eine Anregung für uns sein. Vielleicht gibt es Dinge von früher, die du mitträgst, die nicht loslässt und die dich hindern, mit Jesus so mit diesem Blick unterwegs zu sein. Also wenn wir jetzt an diesen Zusammenhang denken, kommt uns bei Paulus in den Sinn das ganze Schlechte, was er getan hat. Wo er zurückschaut und merkt, ich habe ja Jesus selbst verfolgt, damals. Aber er sagt, ich lasse das hinter mir, weil ich habe eine neue Gerechtigkeit bei Jesus. Deshalb kann ich nach vorne schauen. Manchmal gibt es Dinge aus unserer Vergangenheit, über die wir nicht stolz sind und die uns behindern. Dann darf das eine Einladung sein, diese Dinge bei Jesus wirklich ganz loszulassen, nicht mehr aufzunehmen. Es können auch andere Dinge sein. Es können ja auch Hochmut sein oder Stolz für Dinge, die man erreicht hat. Man sich ausruht und sagt, ja, früher habe ich das alles gemacht, das ist super. Sagen, nein, ich will weiter auf Jesus hinzulaufen. Ich will mich nicht vom Alten definieren lassen, sondern schauen, wo geht es weiter jetzt. Oder sogar das Bild, was hier gebraucht wird, wenn man im Rennen unterwegs ist. Ich stelle mir so ein Marathon vor oder einen 1500 Meter Lauf oder so. Wenn man zurückschaut, wo sind die Gegner dann? Wo sind die anderen, oder? Vergleichen. Wie ist jetzt der unterwegs? Sind sie alle noch voll dabei? Dort humpelt einer schon halb, keine Ahnung. Sagt, nein, nicht zurückschauen, sondern nach vorne schauen, Altes loszulassen. Es kann auch bedeuten, dass man merkt, hey, vielleicht muss ich in einen Seelsorgeprozess gehen oder so, weil es gar nicht so einfach ist, Altes loszulassen. Ich habe ein paar Hinweise dazu auch auf dem Handout. Aber mit anderen Worten hat es Søren Kierkegaard so gesagt: Verstehen kann man das Leben oft rückwärts, durch Leben muss man es vorwärts. Oder ein anderer Theologe, Paul Murdoch, er schreibt dazu: Was gewesen ist, kann nicht mehr anders werden. Weil aber die Last unserer Vergangenheit uns durch die Vergebung von Jesu Christi abgenommen werden kann, kann unsere Zukunft durchaus anders werden. Es darf eine Ermutigung für uns sein, Altes loszulassen. Aber dann auch den Kompass voll und ganz auf Jesus zu setzen. Paulus sagt, ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Ich orientiere mich daran. Wenn ich im Leben unterwegs bin, schaue ich nicht, dass ich irgendwie Gerechtigkeit bewirken kann, keine Ahnung was, worauf Menschen halt alles schauen können, sondern ich schaue auf Jesus. Er ist mein Kompass. An ihm orientiere ich mich. Nach ihm strecke ich mich aus, nach dem, was da oben ist und da vorne ist. Und dann, was auch herauskommt, ich jage ihm nach. Wer kennt diesen Spruch noch? Gring ach au Säckle. Einige nicken den Kopf. Da war einmal diese Läuferin, Anita Weiermann, die hat eine Bronzemedaille gewonnen, Weltmeisterschaft. Das war ein bahnbrechender Erfolg. Und sie wurde dann gefragt, wie sie das gemacht hat. Und sie hat gesagt, Ringach aus Eckle! Kopf runter und einfach Vollgas, oder? Und hat voll aufgegangen. Und ich habe dann diesen Text gelesen und gesagt, ja, das ist genau das, was Paulus macht. Aber
Den Kopf nicht runter, sondern rauf zu Jesus. Und dann laufen, unterwegs sein. Und Paulus spricht ja hier nicht von einem Sprint, sondern vom Lebenslauf. Unterwegs zu sein, vorwärts zu gehen und nicht anzuhalten mit dem Blick auf Jesus. Also anders gesagt, Paulus sagt, all diese guten Taten, diese Werke, die herauskommen, das ist nicht, weil ich gerecht sein will, sondern einfach, weil ich mit dem Blick auf Jesus vorwärts gehe. Da entsteht etwas rundherum, da entsteht Frucht, da entsteht ein anderes Leben, ein anderer Umgang mit Mitmenschen, ein anderes Streben, ein anderes Vorwärtsgehen, weil ich auf Jesus sehe und mit ihm vorwärts gehe. Ich möchte dich zum Schluss fragen, welches ist der Punkt, der dein Herz angesprochen hat, wo du gemerkt hast, da hat sich etwas bewegt. Vielleicht dieses Jesus und nichts. Jesus, er allein reicht. Er allein reicht wirklich. Und vielleicht merkst du, wie du Dinge ablegen möchtest. Falsche Anschuldigungen, falsche Eigenvorwürfe. Du darfst sagen, wenn Jesus vergeben hat, dann ist es vergeben. Er allein reicht. Vielleicht ist es dieser Punkt, dieses Gebet, Jesus, ergreife mich. Oder bewusst zu sagen, hey, ich will Altes loslassen. Dinge, die mich hindern, da vorwärts zu gehen, mit diesem Blick auf Jesus, gibt es einiges. Plötzlich habe ich gemerkt, ich darf das loslassen, ich darf nach vorne schauen. Oder Kompass bewusst auf Jesus richten. Unterwegs im Leben zu sein und nicht daran zu denken, was muss ich tun, um gut zu sein, wie auch immer, sondern zu fragen, wie kann ich leben, um Jesus zu gefallen, zu ihm hinzukommen und dann den Lauf zu vollenden, dran zu bleiben, nicht den Kopf nach unten, sondern nach oben gerichtet auf Jesus und so vorwärts zu gehen. Wenn ich frisch zum Glauben gekommen bin, meine ersten Schritte mit dem Blick auf Jesus zu gehen, wenn ich schon lange mit Jesus unterwegs bin, meinen Blick auf Jesus zu richten und mit ihm vorwärts zu gehen. Vielleicht merkst du auch, gibt es einen Punkt, wo du etwas loslassen möchtest, wo du Gebet brauchst. Wir haben nachher Ministry Time, 2 Leute, die fürs Gebet bereit sind mit diesem Badge. Sie stehen dann hinten bei den Liedern. Du darfst zu ihnen gehen. Vielleicht möchtest du zusammen mit jemandem etwas Altes ablegen. Vielleicht möchtest du beten mit jemandem, Jesus, ergreife mich neu. Vielleicht hast du ein anderes Anliegen, einen Segenswunsch, aber merkst du, möchtest mit jemandem beten, dann nutze diese Ministry Time und frag einfach, bring dein Anliegen und diese Leute beten einfach sehr gern für dich. Wir möchten aber auch in eine gemeinsame Zeit des Singens hineingehen, des gemeinsamen Betens, Zeit mit Gott, wo du dein Herz vor Gott öffnen darfst und kannst. Und mein Wunsch ist oder mein Gebet auch für uns, dass wir ergriffen werden von Jesus. Ich möchte gerne beten. Danke, Jesus, dürfen wir mit dir so im Gespräch sein. Und danke, Jesus, dass du reichst. Du hast alles getan, was nötig ist am Kreuz. Wir müssen uns nichts verdienen bei dir, sondern wir dürfen einfach kommen, zu dir kommen, Jesus. Unser ganzer Müll, unsere Last, unsere Sünde, unsere Schuld dürfen wir bei dir hinlegen, hingeben und du vergibst so gern. Und du schenkst uns eine Gerechtigkeit. Die kommt nicht aus Werken oder so, sondern sie kommt von dir als Geschenk. Es ist nicht eine menschengemachte Gerechtigkeit, sondern eine göttliche, eine himmlische, eine ewige. Danke, Jesus, dass du reichst. Dass du alles getan hast. Und ich bitte dich, Jesus, ergreife uns neu. Mach uns dieses Bild von dir immer größer. Jesus, ich bitte dich, berühre unsere Herzen. Zeig uns mehr von deiner Liebe, Jesus. Wir brauchen dich. Wir brauchen nur dich und nichts anderes, den Blick auf dich. Erfülle uns mehr und neu mit deinem Heiligen Geist, der die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgießt. Schenke uns ein tiefes Verständnis davon, Jesus, was die Gerechtigkeit bei dir bedeutet und wie viel größer dieser Gewinn ist im Vergleich zu allem, was wir uns selber geben könnten.
Danke, Jesus, dass du hier bist. Danke, Jesus, dass du hier bist und wirkst. Du bist hier in unserer Mitte und wirkst, Jesus. Du bist der Wegbereiter und gehst uns voran. Wir dürfen mit dem Blick auf dich vorwärts gehen. Du hast versprochen, dass du bei uns bist, bis ans Ende der Welt, auf unserem ganzen Lauf und dann bis in die Ewigkeit. Du hältst Versprechen. Danke, Jesus, dass du unser Licht bist, auch wenn die Welt rundherum dunkel ist. Danke, Jesus, dass du unser Herz berührst. Hier und heute und jetzt. Amen.